die schöne Fischermaid. Sie sagt, sie wär von Eisen. Da kam Jan Maat von Übersee. Das werd ich dir beweisen. Demnitz, das ist gar nicht so einfach, mit dem halben Dorfkuh rumzuziehen. Wenn das auch bloß über die Straße ist, aber man kommt ins Schwitzen bei so einer Aktion. Du wirst das überleben, Vater. Ja, das ist nicht einfach, sag ich. Und noch was wie gefährlich ist das auch. Bannig gefährlich. Pack deine Buddels aus, Vater. Lass uns zusehen, dass wir hier klarkommen. Ja, das sag ich doch. Klarkommen müssen wir. Heute Abend müssen wir hier klarkommen. Meine Wirtschaft ist heute hier hinter Kohles Wohnstube. Und das ist nicht einfach. Du tu was, Vater. Sie müssen gleich kommen. Ja. Nun guck dir das an. All die schönen Buddels. In dem Korb hier, da ist doch wohl mehr als 400 Mark Sprit. Na. Naja, oder 70 oder 60. Aber edelste Spiritiosen. Und das war gefährlich, sag ich dir. Was denn? Naja, der Transport. Stell dir vor, ich wäre mit meiner hochprozentigen Fracht... Oh, das hätte was gegeben, Ludwig, was? Na. Raum Jakob. Junge, das hätte was gegeben, wenn du dich mit deinen Buddels mitten auf der Straße hingesetzt hättest, was? Ja, das sag ich doch. Und warum hätte er das tun sollen? Er ist doch gut zu Fuß, ne? Ja, das wohl, aber draußen ist er spiegelglatt, du. Was? Ja, spiegelglatt. Dämmne, da schnack ich doch von. Seit einer Viertelstunde ist er spiegelglatt da draußen. Glatteis? Ja, du. Oh, so ändern sich die Verhältnisse, du. Das kann schnell gehen. Verhältnisse gehen mich nichts an. Und deine Verhältnisse schon gar nicht, Jakob Nils. Da draußen kann man leicht ins Rutschen kommen, du, so glatt ist. Ja, pass auf, dass du hier drin nicht ins Rutschen kommst. Guck mal, Ludwig, ein Stück Zucker ist eins, was ich für mich über habe. Hättest du noch mehr haben wollen? Ja, no. Natürlich wollte er, ich kenne ihn doch. Du, Wiebke, bin ich zu alt für dich? Alt? Das auch, ja. So. Was hast du denn sonst noch gegen mich? Viel. Zum Beispiel. Zum Beispiel, dass du verheiratet bist. Oh, du, meine Frau hat meistens ihr Rheuma. Ich aber nicht. Lass das. Aua! Bis ans Knie ist doch erlaubt. Bei mir nicht und schon gar nicht für dich. Demnit, Jakob, mit dir wird's immer netter. Sind deine Pfoten, alter Freund, vielleicht Fassadenkletterer? Quält so und du vertragt euch wieder. Ja, komm her, Wiebke, kannst mich auch mal ans Knie fassen. Oh ja, Jakob Nils, gerne. Du, wenn wir mal ganz alleine sind, ne? Aua! Wir sind quitt. Schluss nun, die anderen müssen gleich kommen. Auch wenn sie überhaupt noch kommen. Ja, das müssen sie doch. Ja, wenn sie auf allen Vieren die Dorfstraße längs kriegen sollen. Oh, auf allen Vieren, das wäre mal was? Vom Krug weg haben wir das ja schon mal gehabt, aber dann Krug hin. Auf allen Vieren in die Kneipe rein. Das wäre mal was Neues, was du Das ist willst. ja auch eine ganz neue Kneipe, die sie heute Abend ansteuern müssen. Du, sag mal, ist Hinak nicht hier? Kannst du ihn sehen? Na, ist hier. Was? Was? Und das sagst du mir jetzt erst. Und du hast mich nicht gefragt. Hier, wann ist er Als du denn? die Buddels geholt hast, ist er gekommen. Wo hast du ihn denn versteckt? Er zieht sich um. In der Schlafstube. Was, in der Schlafstube? Ja, wenn er da nur eingeschlafen ist. Schlafen bei dem Spektakel hier? Des Lärms im Hause ungewöhnt, uns Hinrich nun der Ruhe frönt. Nix rührt sich. You see? Da ist vielleicht ein Zustand bis in die Kneipe rein, muss bei anderen Leuten nach Hause. Ja, das sag ich doch, Jakob, das sag ich doch! Was soll das alles? Wer sind wir denn überhaupt noch? Was ist das überhaupt noch für ein Dorf hier? Nicht mal eine Kneipe haben wir mehr. Und warum? Weil du mit Gewalt reich werden willst. Weil dir ein einfacher und gewöhnlicher Dorfkrug nicht mehr gut genug ist. Weil alles größer werden muss. Ein Strandhotel soll aus unserem Krug werden. Strandhotel Ludwig Heister. Kalt und warme Küche zu jeder Tageszeit. Hier kocht der Chef, hier frisst der Chef sein selbstgekochtes. Die Mark ist rund, die Mark muss rollen. Und wir sind ja als Gäste schon lange nicht mehr gut genug. So ist das. Wunderschlag, Mensch. Well, so ist das. Ja, ich frage mich bloß, Was? ich frage mich, wann und wo du Luft holst beim Satteln. Ist der Fischgroßhändler noch nicht hier? Nur wenn er nicht unterm Tisch sitzt. Wir müssen endlich mit dem Kerl fertig werden, der uns vorn und hinten Schummel tut. Der uns die Preise ganz einfach vorschreibt. Und ihr seid so dämlich und lasst euch sie vorschreiben. Du nicht, was? Na, wenn ihr nicht so dämlich seid, dann wärt ihr schon längst Hand in Hand mit mir gegangen und wir hätten den Zwischenhandel selber in die Hand genommen. Hätten wir. Punkt, Datum, Unterschrift. Halt mal die Luft. Ja, aber ihr habt ja
Hummelsbiene habt ihr ja unter der Mütze. Ein Brett habt ihr vom Kopf. Und der Einzige von euch, der noch einen gesunden Menschenverstand hat, mit dem ist nichts mehr anzufangen. Weil er keinen Murr mehr in den Knochen hat, weil er eine Schlafmütze geworden ist. Hinnergrode? Ja, wer denn sonst? Das erzähl ich mal selber, du. Was, das tue ich, das tue das. So, das das möchte ich erleben. Ja, das möchten wir alle, ne? Ja. Den hat doch auch Herr Ehestern auf dem Gewissen. Was war das mal für ein Staatskerl? Was konnte er sich alle unter den Tisch saufen? Was hat er ja für verrückte Einfälle? Ne? Was auch wieder für großartige Ideen. Was hat er alles mit unserem Krugchen im Sinn gehabt, was? Und was ist da nur aus geworden? Du setzt du dich endlich mal auf dein Achterstein, Was ne? ist da aus geworden? Seine Frau hat ihm die Nachtmütze über die Ohren gezogen. Ach, die Weiber, immer die Weiber. Hallo, Gottfried. Ach, nein, Herr Komm, Mr. Gottfried. Ist ein bisschen spät geworden, war gar nicht so einfach herzukommen bei dem Glatteis. Glaube ich, du. Hinak noch nicht hier? Muss gleich kommen, Herr Mr. Zum Vorschein kommen, meinst du? Zum Vorschein kommen, sagst du? Ist der denn im Haus? Ist er? Schon lange. Ach nee, ist er wirklich? Ja, dann wäre das ja furchtbar nett von ihm, wenn er hier mal erscheinen würde, nicht? Bevor der Fischgroßhändler kommt. Herrgott, wir haben doch noch vorher allerhand mit ihm zu beschnacken. Und das kriegst du doch allein besorgt, Karl. Was? Naja, das Schnacken, das machst du doch für uns alle mit, ne? Ja, aber weil ihr nicht mit Verstand... Wir haben da eben nicht so viel von wie du. Wenn Hinnerken nicht bald kommt, dann... Halt dich zurück, Karl, und gib Ruhe, du bist hier nicht zu Hause. Er muss aber doch... Und in der Kneipe bist du ja auch nicht. Darüber könnte man sich noch streiten, ne? Ja, das könnte man. So eine Art von Kneipe ist das hier heute Abend. Das ist ja so eine Behelfskneipe. Nee, mein Filialbetrieb. Denn soll Karl Stripper froh sein, dass diese Wirtschaft sich nicht in seiner Wohnstube abspielt. Oh, da würde ich mich für bedanken. Wir uns auch, du. Ich meine, wir können uns bei Hinak bedanken, dass wir heute Abend hier sitzen können. Ja, wenn Ludwig Heißer seinen Krug auseinanderreißt... Während ich zum Dichter auch nicht tauge, mein Strandhotel sticht dir ins Auge. Und Hinnerk kann sich das auch nur leisten, weil seine Frau verreist ist. Oh mein Karl, ich nehm's auf meinen Eid. Aus deinen Worten spricht der Neid. Gottfried, es war nicht trockene Luft hier, ne? Kann man hier auch was bestellen? Das ist alles da, was ihr wollt. Grog, Bier, Clan. Naja, für mich ein Grog. Grog für uns alle, Wiebke, ne? Und Hinnerk lässt uns hier nun sitzen. Du, sag mal, Ludwig, der hat sich doch nicht am Ende schlafen gelegt. Warum nicht? Noch ist ja Zeit, bevor der Großhändler nicht kommt. Der muss Er aber muss noch doch mit seinem Auto die eisglatte Landstraße längs kriegen, Mann. Ja, was meinst du, Karl, wenn Hinnerk nur da hinter der Tür sitzt und sich das hier alles mit anhört? Dein Geschrei zum Beispiel. Aber der Horcher an der Wand. Hinter der Tür, habe ich gesagt. Und in seinem eigenen Haus. Da, was habe ich gesagt? Da ist er, der Halsabschneider. Gott, Holdentöpfe vom Land wie nur Pankung und kein Ende. Und Hinnerk Rode lässt uns hier sitzen, nun, und ihn gerade am nötigsten haben. Hinnerk Rode! Ja, ich komm gleich. Ach nee. Oh, Kinder und Leute. Wie ist mich das? Wo geht mich das? Oh nee, oh nee. In so ein Auto. Ich kann euch sagen, das ist die reinste Mondrakete. Und dann bei diesem Wetter. Und fahren tut dieser Mensch. Oh nee, oh nee. Für so einen Sportwagen sind Sie doch gerade das richtige Autogirl. So eine schnuckelige Dern zum Mitnehmen, ne? Darum habe ich das ja auch getan. Waren zusammen. Kriegt mich einfach beim Kanthagen und zieht mich rein in seine Kutsche. In sein Raketendingsbums. Wo der coole Dick hat sich entführen lassen. Mit der Mondrakete. Und fang du Küken auch noch an. Den Tod vor Augen habe ich gehabt. War keine Gefahr, Frau Kuldig. Gar keine Gefahr. Nein, Nun hat unsere alte Zauberin den großmächtigen Fischhändler Angro auch verzaubert. Du, pass auf, da kommst du nicht wieder raus, du. Quasselkopf. Wenn du ausgequasselt hast, kannst du mir einen Clan einschenken auf den Steck. Nix klar. Ein Glas Portwein für meine Dame. Donner und Lakritzen, das ist ja wie im Märchen. Und für mich auch ein Glas. Etwa? Und dann wollen wir mal anstoßen, wir zwei beiden. Denn wir haben ja nur was miteinander gehabt. Nein. Was denn?
Eine Teufelsfahrt, wie im Märchen. Dann sind Sie aber der Teufel. Nee, ich bin Steffen Kornhals. Ach, der Teufel hat viele Namen. Na, sowas wie aus Märchen sind Sie ja auch. Sie wissen doch mehr als andere Leute. Sie kennen die Geheimnisse, die hinter den Dingen sind. Sie können ruhig Ole Hexe zu mir sagen. Was zu meinem Auto, Girl? In alten Zeiten hätten Sie mich verbrannt. Und ich glaube, dass Sie mir Glück bringen heute Abend. Was? Ich und den Teufel Glück bringen? Na, denn Prost! Und das kann ich gebrauchen. Prost. Prost. Naja, der Mann Prost, nicht? Prost miteinander. Vor Unglück haben Sie mich ja schon bewahrt. Ich? Die Dummen nennen das abergläubisch. Aber mit Ihnen kann ich ja darüber sprechen, nicht? Sie wollten doch über die Straße gehen. Ja, natürlich. Wenn ich aber was vorhab, was wichtig ist, dann dürfen mir keine alten Oh. Keine Damen fortgeschrittenen Alters. Keine schwarzen Katzen und keine Lüttenferkel über den Weg laufen. Ja, deshalb habe ich Sie doch gegriffen, ins Auto gesetzt und mitgenommen. Hierher! Von der Straße weg entführt. Ja, und wenn das nun so ein blödes Ferkel gewesen wäre, hättest du das auch mitgenommen in deine Sportkarosse? Hätte ich. Und dir hätte ich das dann geschenkt, Korn. Wir beiden verstehen uns. Du, Steffen, erlaub mal, du. Wenn man einer mit der Dame anstößt, nimmt er den Hut vom Kopf, du. Ja. Oder ist da oben unter den Deckel vielleicht ein Geheimnis unter? Jawohl, ist das. Zunächst mal muss ich meine Gedanken fein warm halten, wenn ich mit diesen furchtbar klugen Herren verhandeln will. Hört, hört, furchtbar kluge Herren sind wir. Er wird uns heute Abend wohl noch mehr Sirup ums Maul schmieren. Ja, und dann muss ich immer erst so eine Art von Schamgefühl überwinden, ehe ich mich vor einer Dame entblöße. Ich habe um 9:30. Sie können ja sogar beim Haarschneiden den Hut aufbehalten. Ihr seid ja schon bannig fidel. Ah, Herr Leitl. Im Ernst der Lage angepasst, was? Sag mal, Karl, was willst du eigentlich? Geht aber ohne mich. Nee. Doch allerbestens mit. Nee. Gott, Tina. Bitte. Na, wie fühlst du dich denn mit der eigenen Kneipe im Haus? Auch so, was ich das nur übersehen kann, nicht schlecht. Nee? Wirklich nicht schlecht. Sieh, wo der Pool liegt, na, auch ein bisschen da. Steffen, Nein, bleibt denn so? oh, will mal auftönen, ne? Ja, das ist schön. Oh, Ist danke. schön, Tina. Danke, ja. So, und dich hat der Teufel hergebracht. Hat er, Heller. Hat mich von der Straße aufgesammelt und mit Gewalt und Donnergetöse hierher gebracht. So. Und du lässt dir auch so einfach Gewalt antun, was? Das kommt auf den Teufel an. Wenn das so ein Charmanter ist wie dieser hier. Bitte. Ja. Es ist so leicht verführt zu werden. Ja. Man muss sich bloß bemühen. Ja, Prost. Ich wollte hier ja eigentlich gar nicht mit reinkommen, Heller. Nee? Nein. Geht das auch auf das Konto von Steffens Verführungskünste? Naja, ist ja nun mal sowas wie eine öffentliche Einrichtung hier, ne? Deine Frau ist nicht hier. Nee, leider nicht. Nee, sonst hätte die Öffentlichkeit sich heute Abend wohl eine andere Unterkunft suchen müssen. So, das weißt du sicher, was? Ja, Kein Streit, Jungkerls. Ist Marie denn verreist? Ja, bringt die Kinder zu ihrer Schwester hin, ne? Die haben ja nur Ferien. So, nun mal los. Anfangen mit der Verhandlung. Ja, los. Oh, da will ich nicht bei stören. Von Geschäften mache ich nichts von Wissen. Dann will ich aber erst Abschied nehmen von meinem Glücksbringer, von der großen Zauberin. Ja, sie ist das mehr wert als Doktor, Apotheker, Pastor, Küster und Totengräber zusammen. Hilft Kühen, die nicht kalben wollen, Was soll mir das? heilt die Rose und bespricht Warzen. Wie ist das möglich? Ja, wie ist das möglich, dass eine schwarze Kuh weiße Milch gibt? Ja, das sind so Gaben. Wie im Märchen. Danke ich auch schön für die freundliche Einladung. Sagen Sie mal, Ja? haben Sie vielleicht eine Warze? Habe ich, ja. Wollen Sie die gerne loswerden? Oh, warum nicht? Dann zeigen Sie mir sie doch mal her. Das geht nicht. Warum nicht? Sie ahnen ja nicht, wo die sitzt. Du Feigling, zeig ihr die doch mal. Oder vielleicht was zum Andenken. Ich kann nicht bloß Warzen wegbringen. Ich kann sie auch anhitzen. Oh, besten Dank. Glauben Sie mir nicht? Hey. Oh.
Oh, was einen schönen blanken Kopf. Wie ein Kinderpopo. Und hier soll nun Warze her. Strömt ihr Kräfte, steigt ihr Säfte aus der Erde, aus dem Meer. Hier soll eine Warze her. Warze, wachse und gedei. Simsalabim und der... Tanderadei. Oh, selber du. Hinak. Hey, Marie. Oh, Mrs. Rode. Was für eine hohe Ehre für uns alle. Willkommen zu Hause. Sag mal, Marie, wo kommst du denn mit mir her? Da, wo ich heute Morgen hingefahren bin. Gerade da komme ich nur her, mein Hinak. Ja, Marie, du wolltest doch erst morgen wiederkommen. Wollte ich eigentlich, ja. Ja, und morgen bist du schon da. Weiß ich nicht. Bis gerade eben habe ich das selbst nicht gewusst. Aber nun weiß ich, warum ich heute Abend schon zurückfahren musste. Gedankenübertragung. Ja, das gibt Dinge zwischen Himmel und Erde. Der Duft, den Rumgrog sanft verbreitet, der hat sie sicher hergeleitet. Weil dann, Mrs. Rode, immer dem Geruch nach. Sparen Sie sich Ihr Gesabbel. Was soll das hier? Was ist das? Das ist eine kleine Besprechung, Frau Rode, hier. Ja, soll das werden, na, Frau Rode? Ist man bloß eine geschäftliche Konferenz zwischen uns und Steffen Korthals. Ja, das sollte gleich losgehen, Marie. Und wir waren gerade dabei. Ich habe gesehen, wo ihr gerade bei wart, Hinner. Danke. Du auch hier, Mutter Kuhlendick? Bei der geschäftlichen Konferenz? Ich war gerade auf dem Sprung und wollte nach Hause gehen. Wie ist es mit einem kleinen Drink, Mrs. Rode? Und auch noch ein für Mutter Kuhlendick? Oh ja, gern. Herr Heister, ich hab für Ihren Fusel genauso wenig Sinn für Ihr Gefasel. Der ist aber gut, der Portwein. Und wenn ich in meinem eigenen Haus was zu trinken haben will, dann muss ich mir's nicht von Ihnen anbieten lassen. Ach, das können Sie so noch nicht sagen. Wenn wir hier nur auch Ihre Gastfreundschaft und Hinaks in Anspruch nehmen, für die Gastronomie bleibe ich trotzdem zuständig. Was? Soll das heißen, dass Sie hier in meiner Wohnstube Ihren Geschäften nachgehen? Hinak! Komm nun richtig ab, Marie. Sieh mal, irgendwo müssen wir doch zusammenkommen, wenn wir was zu besprechen haben. Und da habe ich gesagt... Mir hast du nichts davon gesagt. Na ja. Das heißt auch noch hier an eurer Sauferei sein Geld verdienen muss. Oh, komm, Marie, du machst einen Gedankenstrich, nicht? Sie sind doch überhaupt Doppelverdiener. Ist er, Sie haben recht. Ist nicht die Fischerei sein Handwerk? Ist er nicht in eurer Altreusen-Kompanie mit drin? Stimmt. Und der Krug ist ein zweites Geschäft. Und aus dem Krug soll dann nur noch ein Hotel werden. Ja. Ich weiß. Und seine Gedichte, die will er nur an einen Buchhändler verkaufen und dann ist er ein dreifacher Verdiener. Hä? Weil er für seine Gedichte Prügel verdient hat, ist er Vierfachverdiener. Solange die Kneipe dicht ist, dachte ich, hätten wir Ruhe vor der Sauferei. Oh, Frau Rode, wenn wir mal so ein bisschen vergnügt sind. Mal? Oh, Marie, dir scheint die Luft hier nicht zu bekommen, was? Nee, aber dir bekommt sie bestimmt besser. Also ich verstehe nicht, warum ihr das Geschäftliche immer beim Grog abmachen müsst. Tja, das müssen wir. Ja, das müssen wir wirklich, meine sehr resolute Dame. Nicht gerade beim Grog, aber doch beim guten Tropfen. Sintemal und all dieweil es sich beim ordentlichen Schluck alles viel besser besprechen lässt. Seit Sie hier als Fischaufkäufer rumflitzen, seitdem ist hier der Teufel los. Auch durch Sie sind unsere Männer überhaupt bis ans Saufen gekommen. Habe ich nicht recht? Natürlich hast du recht. Tja, ich weiß nicht recht. Die Anlagen, ich meine die Begabung zum Saufen, die muss aber schon vorher da gewesen sein. Und er hat auch recht. Das Recht ist nie auf einer Seite allein. Der Podex hat zwei Hälften. Und ein 5-Mark-Stück hat zwei Seiten. Ja, eine zum Sparen und eine zum Ausgeben. Wenn das deine ganze Weisheit ist, danke. Willst du noch einen Grog? Hier, ne? Jo, bitte. So, auf du geht das hier auch. Geht das, Frau Rode? Schon lange. Ja. Lass mich mal noch einen kriegen, Wiebke, ne? So, was haben Sie hier zu suchen bei der geschäftlichen Konferenz? Soll ich gehen? Ja. Ich glaube, ich sagte schon, dass ich hier zuständig bin für die Gastronomie. Und was meine Tochter ist, die bedient in meiner Wirtschaft. Das macht sie immer. In Ihrer Kneipe, ja. Aber nicht bei mir. Ich gehe. Komm, du bleibst hier, Erd. Ich hab noch einen Grog von dir zu kriegen, hm? Ja, nun wird es aber höchste Zeit, dass ich nach Hause komme. Ich weiß nicht, Hinak, sollten wir nicht lieber zusehen, dass wir das hier woanders, vielleicht bei mir zu Hause... Nix. Das bleibt so, wie ich das gesagt habe. Was wir heute vorhaben, das läuft ab. Und hier läuft das ab. So, setz dich hin. So. Tschüss alle miteinander. Tschüss, meine. Und schönen Dank auch noch. Du, ich hab mich hier fein amüsiert. Du nicht alleine, Mutter Kuhlendick. Komm, ich bring dich nach Haus.
Das brauchst du mich wirklich nicht. Ich will aber. Und ist auch besser für dich. Bei dem Wetter. Und für mich auch. Damit ich hier nicht bleiben muss. Guten Abend auch. Lasst eure Geschäfte nicht absaufen. Thomas, ja, Hinak, du hast aber auch nichts zu lachen. Kein Wort gegen Hinaks Marie. Nö, kratzbürstig ist sie nicht. Überhaupt nicht. Oh, nee, süß, du. Bist du da auch mit bei? So, nun mal los. Anfangen mit der Verhandlung. Ja, wir müssen nun vorankommen, bevor Frau Marie wiederkommt und uns an die Luft setzen darf. Oh, vom Rausschmeißen hat sie nichts gesagt, Karl. Bloß vom mangelnden Einverständnis. Sie fand es bei uns gar nicht schön, drum musste sie von hinnen gehen. Noch ein Wort und ich setze euch alle an die Luft. Hinak, stell dich doch nicht so raus. Sei doch ein bisschen vergnügt. Los, komm her, hau mal Schlag an, Mensch. Schieß mal los. Verliebt in die Liebe. Ich lach wie Tau. Also lass den Quatsch beiseite. Ja, Grog für uns alle. Nicht weg, aber mein Rezept. 5 Viertel rum, den Rest Wasser. Nee, für mich lieber ein Glas Apfelsaft. As you like it, Mister. Auch der Apfelsaft stärkt die Manneskraft. Das hast du recht, Gottfried. Hier ist die Monchemola los. So. Du hast ihn ja schon bestellt. So, meine Herren, solange hier nicht alles ganz klar getrimmt ist, solange gibt es auch keine glatte Aussprache. Oh, die verfluchte Mappe! So viel Papier, ne? Ja, aber heute sollst du uns nicht wieder so einwickeln wie sonst. Also, erst den Liebestrank. Prost. So, nun kann der Kongress also beginnen. Tja, so wie das nun ist, kann das nicht länger bleiben. Nee, so fängt jeder Kongress an. Und wer hat das Schuld an, dass es so ist, wie das nun ist? Kein anderer wie du selber, du. Was du für einer bist, das wissen wir, du. Du bringst doch alles fertig. So, was denn? Das hast du immer mit den Marktpreisen rumgefummelt, ne? Ja. Das bist du uns immer mit den anderen gekommen, die du uns als Beispiel vor Augen geführt hast. Immer so, wie es in deinen Kram passte. Dann waren es die von Flensburg und dann die von Kiel oder von Timmendorf, von Travemünde, Hamburg oder Berlin. Immer nach deiner Mütze. Und wenn wir dann dahinter kamen, wenn wir merkten, dass du die anderen gegen uns und uns gegen die anderen ausgespielt hattest, dann war das zu spät. Und das ist kein Arbeiten nicht. Und wenn du dir einbildest, dass du hier allein sammeln kannst, bis auf dem Haus. Ruhe, Einheitsfront. Nicht der Feind steht hier. Ja, dann setz dich hin und sag nicht so viel. Hör mal zu. Naja, dass du dich mit deinem Fischmarktbericht lieber anderswo orientiert hast als hier bei uns. Damit hat Kordel ganz recht. Einmal bist du sogar mit Rotterdam gekommen. Ja, ich habe mich schon gewundert, dass du dir nicht die Fischmarktberichte aus Halifax durchtelefonieren lässt oder von Honolulu. Eure Witze könnt ihr gern mit mir machen. Aber meine Ehre als Kaufmann solltet ihr nicht rühren. Was? Ihr sitzt hier im stillen Winkel in der Ecke von der Welt. Ich muss weiter gucken. Ich muss das ganze Absatzgebiet, den ganzen großen Markt im Auge behalten. Ja, bis nach Honolulu, ne? Ach, Shadowman, du machst mir hier keine düsige Luft. So viel solltet ihr eigentlich auch schon mitgekriegt haben. Fisch, der verkauft sich nicht mehr so wie früher. Der wird einem nicht mehr aus den Händen gerissen. Der Markt ist groß, ja, aber die Konkurrenz ist noch viel größer. Ich muss schon bis nach Hamburg, Esbjerg und Rotterdam hingucken, wenn ich euch einen vernünftigen Preis machen soll. Vernünftig! Vernünftig, ja, für dich.
Aber für uns? Kinders, Leute, bei so einem Gekabbel kommt doch nichts raus. Ja, das meine ich auch. Wollen auf den ersten Liebestrank noch einen zweiten setzen. Das ist meine Runde, Welt. Dass Steffen tüchtig in seine eigene Tasche wirtschaftet, na ja, aber mit ihm sind wir doch immer noch am besten gefahren. Hast recht, Gottfried, old fellow. Die anderen Spitzbuben haben uns doch noch viel mehr übers Ohr gehauen. Spitzbuben? Die anderen, Steffen, die anderen, die richtige Spitzbuben sind. Worum ich auch gebeten haben möchte, nicht? Wenn ich an Kluckhuhn denke mit seinem frommen Pastalon und Ede Kaltzahn, den die blanken Tränen in die Augen steigen, wenn er einen toten Hering sieht. Die beiden passen ja auch in kein Strafgesetz. Ja, Kinders, wenn Steffen besser rechnen kann als wir, müssen wir auch besser rechnen lernen. Kein Mensch kann sagen, dass er uns die Haare vom Kopf gefressen hat. Nee, das hat er bei sich selbst besorgt. Mr. Kid, da. Da ist doch was. Was? Och, der Marktpreis von morgen früh. Ja. Nee, da wo eure große Zauberin mit dem Finger hingetupft hat, da kommt doch ein Klumpen. Oh. Hier, fühlt doch mal. Ah. Ich fühle nichts. Das willst du dir ein, Steffen. Nee, das weißt du, ich kenne dich. Ja, Wiebke, komm mal her. Fühl du mal nach. Du hast sensiblere Finger. Du los, du komm, du. Fühl doch mal, da. Sei kein Spielverderber und befummel das mal da. Ja, so ein kleiner rauer Flecken ist da klar. Da haben wir das. Wie wollt ihr das jemals wieder gut machen, was eure alte Hexe mir angetan hat? Semnitz, die spiegelglatte Glatze, du wächst darauf ne Bratze. Und da hilft kein Geklatze. Mit meiner Schönheit ist das nun vorbei. Tja, aber neues Leiden braucht neue Medizin. Schenk ein, du alter Quacksalber, du. Aber Rum pur. Oh, wie konnte ich mich bloß mit der großen Zauberin einlassen? Und Frau Marie ist mit der großen Zauberin nach Hause gegangen. Ja. Wenn sie dann nur auch Schaden nimmt. Was war da? Oh, der, nehm dich in Acht, du. Wäre doch schade um ihre Schönheit, nicht? Jetzt dreh ich dir aber gleich das Genick um. Oh, ich will hier heute Abend nicht ewig sitzen. So, nee? Oh, das ist schade, ne? Na ja, nimm mal los. Also, hopp, hopp. Ran an die Arbeit. Steffen, was hast du nur eigentlich auf dem Herzen? Ihr macht immer so Anspielungen, als hättet ihr das Gefühl, ich beschummel euch. Ja, und nun tu du mal was gegen Gefühle. Ja. Vom Beschummeln kann aber ganz gewiss keine Rede mehr sein, wenn ich Geschäftsteilhaber von euch werde. Was? Wie meinst du das? Ja, ruhig, Paul, ganz ruhig. Das Einzige, was sich hier wirklich lohnt, ist eure Aalfischerei. Eure Fanggründe sind gut und ihr habt die Aalreusen-Kompanie. Aber was ihr verdient mit dem Aalfang, das ist doch belämmert. Nun sagst du das selber. Und da ist ja kein anderer schuld als dieser verdammte Zwischenhandel, der das meiste Geld in seine eigenen Taschen immer so wie wäre das denn, wenn der verdammte Zwischenhändler mit euch zusammen zum Produzenten würde und ihr Produzenten mit ihm zusammen auch zum Zwischenhändler? Was? Was ist das nun wieder? Eure Aalreusen-Kompanie sollte eigentlich sowas sein wie eine GmbH. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie sieht aber mehr aus wie eine Gesellschaft mit haftender Beschränkung. Hör mal auf, das nimmst du sofort zurück. In eure Gesellschaft muss investiert werden. Was euch fehlt, ist neues Kapital. Was ihr da macht, ist rückständig. Und der Rückstand kann bloß mit Geld, mit einem ziemlich großen Batzen Geld wettgemacht werden. Ihr braucht mich einfach als Partner. Da, du hast die Katze aus dem Sack. Genau. Was willst du? In unserer Aalreusen-Kompanie willst du rein? Mein Lebtag nicht, gebe ich da meine Einwilligung zu. Mein Lebtag nicht, aber auch wenn wir das wollen, Steffen, du kannst gar nicht in unsere Kompanie rein. Und warum nicht, Gottfried? Weil du kein Berufsfischer bist. Wer sagt das? Ihr solltet eigentlich wissen, dass ich früher auch gefischt habe. Und wenn ihr mein Patent sehen wollt... Patent hat er auch noch. Tja, wenn wir uns schon miteinander ärgern müssen, dann wollen wir den Ärger wenigstens verdünnen, nicht? Nee, die Luft wird mir ja nun zu dick.
Hinak, du wirst den Kopf ja bestimmt oben behalten. Ja, will ich hoffen. Wenn hier was beschlossen wird, du hast meine Stimme. Aber bleib doch noch ein bisschen, Gottfried. Nee, für unseren Hochseekutter seid ihr heute Abend ja doch nicht mehr zu Nun sprechen. sind ja erstmal die Aalreusen an der Reihe. Steffen will das ja so, ne? Na dann, tschüss. Ja, tschüss. Tja, Hinak, was sagst du denn zu meinem Vorschlag? Ja, also dein Vorschlag, der ist ja gar nicht so dumm. Habt ihr gehört? Gar nicht so dumm, hat er gesagt. Darauf trinken wir ein. Ludwig, noch eine Runde. Und damit ihr seht, mit wem ihr das zu tun kriegt, wenn ihr mich in eure Aalreusen-Kompanie aufnehmt, lege ich für jeden von euch 500 Mark bar auf den Tisch. Was soll das denn nur wieder? Ja, nicht als Vorschuss, nicht, dass es irgendwann wieder abgerechnet wird. Nein, jeder einzelne von euch kriegt von mir 500 Mark aus reiner Freude und Freundschaft. Na, was sagt ihr nun? 500 Mark. Mehr ist dir meine Stimme nicht wert. Was? Meinst du, dass sie mehr wert ist? Ja, das weißt du besser als ich. 1000. Was? 1000 Mark, sag ich. 1000 Mark haben und nicht haben, sind 2 Rufe. Ja, 500 Mark für jeden von uns mal auf den Tisch. Wenn das keine Vorspiegelung von falschen Tatsachen ist. Ja, aber wo du doch gerade Malheur gehabt hast mit deinem besten Schweinkohl. 500 Mark, du bar auf den Tisch. Also denn ran an den Vertrag. Ich habe das Notwendige hier schon aufgesetzt, ne? Nee, also du hast mir vorhin das Wort abgeschnitten, Steffen, ne? Was? Willst du uns nur noch in die Suppe spucken? Oh, ich hab gesagt, dein Vorschlag ist gar nicht so dumm. Ja und? Von deiner Seite. Von deiner Seite ist er gar nicht dumm, aber bloß von deiner Seite. Und wenn ich da nur noch einen Beweis für gebraucht hätte, dann habe ich ihn nur gekriegt. Deine 500 oder 1000 Mark sind der Beweis dafür, dass der Vorschlag gar nicht dumm ist. Aber bloß, wenn man das von deiner Seite aus ansieht. Ne? Sag mir bloß mal, was ist mit dir los? Gar nichts, mit mir ist gar nichts. Bloß du willst dir Stimmen kaufen. Die Stimme zu 1000 Mark. 1000 Mark sind keine Kartenstücke. Ja, das sag ich doch. Du hörst nun erst mal zu, was ich dir sage. Hm? Gute Nacht. Sieht ja so aus, als wenn du hier zu sagen hast. Ja. Du allein. Ja, pass auf. 2 Dinge, Steffen. Das erste. Unsere Fremde haben in unserer Aalreusen-Kompanie nichts zu suchen. Richtig. Das ist für uns ein Vermächtnis von Großvater und Urgroßvater her. Ja. Und da halten wir dran fest. Ja, recht. Und mit solchen Vermächtnissen willst du heutzutage noch Geschäfte machen, Geld verdienen? Steffen hat auch recht. Und der Polis hat 2 Hälften. Und darum muss ich auch Komm meine her, schenk ein, komm her. Was wollte ich noch sagen? Und das andere, Steffen. Unsere Aalreusen-Kompanie ist keine Kapitalgesellschaft. Ist sie nie gewesen. Muss sie aber werden, das muss- ist doch mein Schnack. Das muss sie nicht und wird sie auch nicht. Wenn du dann nur dein Kapital einbringst, dann haben wir doch da nichts, aber rein gar nichts gegen anzusetzen. Wieso denn nicht? Ihr habt doch... Ich weiß, wir haben unsere Schiffe, wir haben unser Geschirr, wir haben unsere Aalreusen. Na, und also unsere ist- Arbeitskraft. Ist das nichts? Nicht genug, wenn das gegen dein Geld zu Buch schlagen soll. Für uns ist es aber alles, wenn es so bleibt, wie es ist. Du willst dir hier was kaufen. Zuerst unsere Stimmen, denn die Mehrheit in der Kompanie und zuletzt alles, den ganzen Kram. Ja, aber Kinders, Leute, wir wollen und müssen doch weiterkommen. Ja. Und Business. Business is ever. Und Geld muss in die Wirtschaft. Und wenn dir denn alles gehört, dann bist du der hohe Chef und wir sind nichts weiter wie Lohnempfänger. Lohnempfänger, jawohl. Denn es ist vorbei mit unserer Selbstständigkeit, mit dem bisschen, was uns noch zuhört hier. Ja, aber Geld muss ins Land. Und meine Stimme, die ist 1000 Mark wert. Das hat Wienke doch gesagt. 1000 Mark sind keine Kartenstücke. Nee, sind sie nicht, Hinak, du stehst so hoch oben und dir ist ja auch noch nie was verquer gegangen, nicht? Das stimmt. Dir ist noch nie ein Schwein gestorben. Mir scheint, Hinak, deine Kollegen denken anders darüber. Denken. Ja, lass mal mit dir sprechen. Nee, komm mal her. Lass mich Lass mal Hinak, hast du mein Schwein gekannt? Nee. Mein kürzlich verblichenes. Hinak, das war gar kein Schwein. Das war wie ein Mensch. Hinak, wie kannst du bloß so ein Tyrann sein? Wein, du Mann, Korre. Wein, du Mann. Was du weinst, brauchst nicht zu pissen, du.
mal wieder mit dem Kopf durch die Wand. Ja, das kommt immer auf die Wand an, du. Nimm dich in Acht, Hinak. Wenn du mich auch so weit kriegst wie die anderen hier, kann sein und du kriegst deine Unterschriften heute Abend noch zusammen unter deinem Vertrag da. Und du meinst, ich krieg das nicht fertig? Du bildest dir da was drauf ein, dass du mehr verträgst als die, nicht? Und dass du sie tun und an den Tisch säufst. Ja. Bei mir hast du das aber nicht fertig gekriegt, du. Und du kriegst das auch nicht fertig? Nö, weil du nur Schluss machst. Kannst du ja auch. Bist ja Herr im Haus hier. Komm. Ja, ich weiß doch Bescheid. Du hast doch bloß Angst, dass deine Frau gleich wieder zurückkommt. So viel Zeit bleibt uns immer noch, dass ich dich Kopf übergehen lasse. Was? Ja. Du mich? Ja. Kopf sei es bloß du. Wie die anderen hier. Ja, lach du mal. Ludwig, bring uns was zu trinken. Weil du mich? Ich lach mich kaputt, nicht. Ja, lass du nicht mehr. Trinken? Ja. Was wollt ihr? Was Kares? Ja. Reinen Korn. Was hier? Korn auf Grog? Ja. Ui, Teufel auch. Wiebke, stell du uns morgen einen Buddel reinen Korn da auf den Tisch. Und Gläser. Aber große. Soll das hier einen Kampf geben? Mann gegen Mann? Ja, was soll das? Oh, hör zu, Preis wird auch ausgesetzt. Wenn du mich so weit kriegst wie die anderen hier, dann sollst du Partner werden in unserer Reusenkompanie. Ha? Das ist ein Wort. Handschlag. Handschlag. Und Ludwig ist Zeuge. Ja. Ludwig ist du. Wie schlag du durch? Hier. Zack. Du? Ich und du? Ja. Bei dem Kampf hier, da bin ich der Ringrichter. Ja. Und der Ringrichter, das ist die Hauptperson. Das ist der Oh, guck mal, wie niedlich. Wiebke, du bist am Prachtern, bist du schon, nicht? Und du sollst nur leben. Groß, Wiebke. Groß, Wiebke. Du, Wiebke, sag mal, wenn nur einer von uns beiden müde wird, kriegt der denn auch ein Kopfkissen? Oh ja, das ist sicher. Soll's doch mal nehmen, Wiebke. Los. Oh Mensch, Wiebke, sag mal, was kriegst du denn mit Mal für Augen? Ja, was denn für welche? Gierige Augen. Gierige? Ja, so wie die Spanierin in Cartagena beim Stierkampf, du. Oh. Lecker. Was, Ja, Wiebke, Kampf, das gefällt dir, was, Wiebke? Wiebke, und nun sag mal eben, wer ist dein Favorit? Du. Ja, siehst du, Steffen, ich. Das macht nichts. Ja. Hauptsache, ich bin mein eigener. Naja. Kein Schwein! Kein Schwein, so ein Schwein, es war ein krasses Schwein. Kohl ist ein Schweinestall. Klasse. Wiebke, nun sagen wir eben noch mal, hast du einen Freund? Nee. Ja, das ist fein, mein Herr, und darum sollst du nur normal leben. Sollst normal leben. Prost. Aber, Wiebke, aber ein Bett hast du, nicht? Da drüben auf der anderen Seite, nicht? Was geht dich mein Bett an? Nein, mein doch ein Bett für mich. Ich muss doch irgendwo schlafen, wenn ich müde bin. Da hab ich nichts mit zu tun. Aber das ist doch ein Gasthaus. Heißt das,
heißt das sein Krug geht ja Ein Steffen, du erzähl bloß nicht meine Glücksgöttin, du. Dein Glücksgöttin. Das ist Wilke. Und meine Glücksgöttin. Du hast kein Glücksgöttin, das ist meine Glücksgöttin. Sie ist da! Wer ist da? Die Warze! Ich bin weg! Ich bin verloren! Bin schon verloren! Wieso, wie geht denn das? Das habe ich geschafft. Was ist denn? Immer hochkommen. Ui. Ist so ein bisschen eng. Junge, leicht haben mir das nicht gemacht, gestern. Du, Wiebke, eigentlich habe ich mir ja nun einen Siegerlohn verdient, hä? Wenn die große Zauberin deiner Frau nun auch was angehext hat. Wie? Was hast du? Ach so ist das. Nee, das geht nicht, Wiebke. Nee, das geht leider nicht. Ich muss ihn nur holen. Wiebke, ich hol sie da nur weg. Ich hab deine Frau hergebracht, Tinak. Saufen, ja, das könnt ihr. Aber mit dem Kram umgehen, das könnt ihr nicht. Das sind deine Geschäfte. Schiedkerls! Ist denn das die Menschenmöglichkeit? Ausgeschlafen, der hohe Herr. Ja. Morgen, Marie. Morgen? Ja, dann guten Abend. Andere Leute gehen nun zu Bett. So? Na ja, dann kann ich mich ja auch gleich wieder hinlegen. Das könnt ihr so passen. Du Schluckspecht. Ich hol deinen Kaffee rein. Der wird nur vulgar sein. Ja. Was? Gar sein. Das ist ein dummer Schnack. Danke, Marie. Bitte. Der Tag war mal wieder verloren. Ha? Ja, du, aber die Nacht, die war nicht verloren. Ach, Tünkram. Ja, das hat ihr einen Kampf gegeben. Eine Schlacht. Ja, und die Schlacht habe ich gewonnen. Was ist das nun wieder? Ja, siehst du, Steffen Korthals, der wollte partout in unsere Reusenkompanie mit rein, ne? Ja, und das hab ich ihm verport. Und dafür musst du dich mit ihm besaufen? Jo. Naja, die anderen, die hatte er doch schon untergekriegt. Die habe ich gesehen, die Schnapsleichen. Und das Schlachtfeld auch. Ach so. Ach ja, das stimmt ja auch, ja. Wie die anderen wohl nach Hause gekommen sind. Bei dem Glatteis. Glatteis oder nicht.
Die konnten so und so bloß noch auf allen Vieren kriechen. Ja, ja, oder auf dem Bauch rutschen, nicht? Ja, so weit hat Stephen Korthals sie gekriegt. Und ich musste ihn unschädlich machen. Du, das habe ich ihm gehörig besorgt. Also mitunter bist du noch ein richtiger Junge. Jo, freu dich, Mann, dass ich nichts vom Mädchen an mir hab, nicht? Aber ich guck mir das nicht länger mehr mit an. Haus und Hof dir dabei vor die Hunde. No. Auch für nix hast du mehr Zeit wie bloß noch fürs Saufen. Geschäfte nennst du das. Und Heister, der zieht schon mit seiner Kneipe in meine Wohnstube rein. Na ja, das kommt nicht wieder vor, mein Dear. Hm? Da werde ich wohl selbst für aufpassen, mein Hinnack. Das brauchst du nicht. Oh, da kommt ja schon wieder einer von deiner Ahlenreusen- und Saufkompanie. Na ja, dann schmeiß ihn raus. Das tut du, wenn du ein Kerl bist. Ui. Das ist ja eine schöne Geschichte. Stephen Korthals spuckt Feuer und Flamme und Gift und Galle gegen dich. Und er sagt, er kauft uns nie wieder was ab, sagt er. Und wir sollen uns immer mit den Spitzbuben amüsieren, sagt er. So, und das glaubst du? Ja. Ach du Schafskopf, Mensch. Ja, ich mein, was du mit ihm aufgestellt hast, Hinnack, oh, dagegen sagen wir ja gar nichts. Nee. Na also, ja. Aber da waren doch noch immerhin die 500 Mark. 1000. Nee, also 500 Mark wären uns sicher gewesen, die er für jeden von uns glatt auf den Tisch legen wollte. Hm. Ach, und wie wären die uns zu Pass gekommen? Ja, dir vielleicht nicht so, aber mir. Alle die vielen Kinder und die alle satt machen. Und weißt du, Hinnack, dass mein zweites Schwein, dass das vielleicht auch an Glauben muss. Also manchmal ist mir, als hätte die alte Zauberin mich verhext. So? Der Dreck hat dich verhext. Mensch, dein Schweinestall? Das ist doch ein Schweinestall von Schweinestall. Naja, wir sitzen nun mal im Dreck. Ja, weil du weiter nichts bist als ein Maulwerk. Ein Maulwerk, an dem nichts dran ist. Mensch, sorg doch dafür, dass deine Alte richtig wirtschaftet. Du läufst rum wie so ein Pennenbruder und sie am liebsten in Samt und Seide. Sie war doch Putzmacherin. Und sie ist nun mal was Besseres. Was Besseres, was? Gibt's was Besseres wie eine tüchtige Hausfrau? Nee, Hinnack auch nicht. Und ich weiß ja auch, dass ich mit meiner Alten angeschmiert bin. Nicht? Ja. Aber da kriege ich ja kein Geld von ins Haus, nicht? Und wir nagen mal wieder am Hungertuch. Mensch. Hinnack, du bist der Einzigste, der großmütig denkt. Und ich habe dir doch noch alles wieder abbezahlt, Hinnack, nicht? Und mir selber, mir ist das so peinlich. Ich kann dir gar nicht sagen, wie peinlich mir das ist. Also komm, du tu mir eingefallen. Und fang nicht wieder an zu blären, ne? Steck weg. Hinnack! Oh, wie soll ich dir das danken? Ja, Überhaupt, was sie mir alles schuldig sind. Ja. Und du, dass du den Stephen Korthals so platt aufs Deck gesetzt hast, weißt du? Ja, ist ja gut. Lass deinen Sabbelmann nach. Hier, fass an. Kordel, wir wollen die Zinsen versaufen. Prost, Kordel. Prost, Hinnack. Ja, und dann müssen wir wohl heute Abend noch die Boote müssen wir wohl etwas höher an den Strand ziehen, nicht? Der Wind wird steifer. Nordost, ja. Oh, Abend auch. Schon mal die? Abend. Abend, Hinnack. Abend. Hm? Was ist denn? Ach so. Und wieder beim Korn. Och Marie, du, da war doch mal bloß so ein kleiner Rest in der Buddel, ne? Ja, du, der Neue, der wird vor Sonntag nicht angebrochen. Das verdammte Saufen! Warst du beim Geld? Ja, Marie. Hast du ihm Geld gegeben? Ja, Marie. Dem Hunger leider. Eben darum? Schnaps kriegt er noch zu. Ja, siehst du, das ist ihm so schwer gefallen, mich anzupumpen, ne? Hast du wenigstens einen Schuldschein? Schuldschein? Von ihm? Oh Gott, den brauche ich doch nicht. Also, ich frage mich bloß, wie lange das dauert, bis wir selbst betteln gehen. Wir?
Marie, wir doch nicht. Sorgst du überhaupt noch für deine Familie? Versäufst du nicht dein ganzes Leben? Naja, ich will mich ja auch mehr zusammennehmen, nicht? Aber... Was aber? Wenn du nicht immer so scharf zur Kehr gehen würdest, so wie nu und wie gestern Abend. Du musst doch zugeben... Dass es mir zu viel wird. Ja, das gebe ich zu. Wenn du so rumstichelst und so schimpfst, so wie nu und gestern Abend, musst du doch sehen, dass mich das vergrellt macht und dass mir denn alles egal wird. Du faule Ausreden. Guck mal, Marie. Es gibt nun mal zwei Arten von Mannsleuten, nicht? Die einen, die haben ein zu großes Herz und die anderen, die haben eine zu große Leber. Die einen, das sind die mit der viel Weiberei und die anderen, die haben ein bisschen Durst. Naja, ein bisschen mehr Durst, nicht? Quatsch. Als wenn das nicht auch noch andere Männer gibt. Ja, Marie, du, die gibt das auch. Aber die haben denn beides, du. Tünkram. Komm, Marie, du lass mal gut sein. Nicht? Gib mir mal einen Kuss und dann ist alles wieder in Ordnung. Oh, Mann, du riechst nach Schnaps. Oh. Nach ganz reinem Korn, du. Aber, mal ehrlich, ist das in der letzten Zeit nicht schon viel, viel besser mit mir geworden? Hm? Besser? Hm? Oh. Was ist das? Fahrtenbuch? Ja, ich habe über deine Sauftour ein Buch geführt. Was hast du? Geht nix über eine ordentliche Buchführung, mein Hinnack. Willst du mal sehen? Ja, das will ich sehen. Also, vor 5 Jahren bist du 3-mal im Jahr auf große Tour gewesen. Vor 4 Jahren 6-mal, vor 3 Jahren 12-mal, vor 2 Jahren 24-mal. Und das neue Jahr, das nun anfängt. Komm, du, das ist Polizeiwirtschaft, ist das, nicht? Für jede Tour müssen wir 3 Tage rechnen. Was? 1,5 Tag saufen und 1,5 Tag schlafen und nichts tun. Also letztes Jahr hast du für deine Fahrten 72 Tage gebraucht. Und wenn die steigende Tendenz anhält, dann kriegen wir in diesem Jahr 48 Fahrten mit 144 Tagen. Und noch ein Jahr weiter, dann ist das liebe lange Jahr nicht mehr lang genug für deine Sauferei. Also das ist doch eine ganz niederträchtige Art von Rechenkunst, ist doch das. Zahlen sind das. Und Zahlen gelten in der Wirtschaft. Junge, dass ich an solche kaltschnäuzige Buchhalterin geraten musste. Pech, was? Oder Glück? Marie, nun dreh aber mal bei, ja? Du, dein infamiges Rechenexempel, das soll nun auf einen anderen Generalnenner gebracht werden. Jawohl, soll es und wird es. So, und du wird da nicht mehr von geredet. Ich mache nämlich nichts mehr von hören. Nö. Und da kommt auch gar nichts bei raus. Nur wird einfach ein anderer Kurs gesteuert. Wo bist du hin? Zum Strand runter. Die Boote höher an Land ziehen, nicht? Ja, es ist Vollmond und steifer Nordost. Ja, ich bin gleich wieder da. Ohne den Umweg über die Kneipe? Mit der freundlichen Bedienung? Ach, Marie, ich hab doch gesagt, die ist dicht. Mein Hinnack, für dich ist sie dicht bei. Ja, Marie, du glaubst mir das nicht, ne? Weiß ich, aber ich will dir das ja beweisen. Weil du hast doch recht. Mit allem. Weiß ich doch. Hm? So, du dann tschüss. Tschüss. Ach, ja. Na, Marie, guten Abend, mein Tern. Guten Abend. Dass dein Kerl schon wieder auf seinen Beinen stehen kann und sogar laufen, das ist schon ein reines Wunder. Wieso? Das ganze Dorf ist voll von Schnack über die Schlacht, die er geschlagen hat gestern Nacht gegen den Großhändler. Das ganze Dorf soll sich mal an die eigene Nase fassen. Und du auch. Dein Hinnack hat sich aber alle unter den Tisch gesoffen. Da kann ich nicht überlachen. Das besorgen die anderen auch ganz allein, das Lachen. Lass sie. Ein Glück ist bloß, dass seine Gesundheit noch nicht darunter leidet. Du, die anderen, die sind am anderen Tag sterbenskrank. Aber er schläft das einfach wieder aus. Das ist aber eigentlich das Schlimmste an der Sache. Wieso? Wenn er nur ein bisschen darunter zu leiden hätte, dann würde er das eher nachlassen. Meinst du das?
Er will das ja nachlassen. Versprochen hat er mir das. Versprochen? Da wird doch nichts von. Hier müssen andere Mittel her, stärkere. Weißt du ein? Hier helfen bloß Antipathiemittel. Der Schnaps muss ihm verekelt werden. Verekelt? Ja, so doll verekelt, dass er ihn nicht mehr riechen kann. Dass er das Spucken kriegt, wenn er bloß an ihn denkt. Ich hab so ein Mittel. Oh, und das hilft wirklich und wahrhaftig. Ist unverantwortlich gut. Ja, du, ist das was Dolles? Was Dolles muss es schon sein für einen Kerl wie Hinak. Du, aber schaden kann es ihm doch nicht. Ist doch kein Gift. Bin ich eine Giftmischerin? Ich hab das sogar mitgebracht, weil ich schon sowas ahnte. Und was ist das für Zeugs? Sag mal, du hast doch ein Korn im Haus. Ja, leider. Am besten ist ein vollen Buddel. Haben wir. Hier. Der ist gut. Mach auf. Ein Glas. Muss doch erst mal sehen, ob das auch rein Korn ist. Könnte rein Korn sein. Ja, ist Reinkorn. So, nun pass auf. Das, was hier ausgeschenkt ist, wird wieder nachgefüllt. Ja, mit was? Mit Tropfen, die die Urnatur uns gibt. Eine Schlange? In Spiritus, ja. Und gefangen in der Johannisnacht, als der Abendstern am Himmel stand, zur Mitternachtszeit. Was? Und mit dem giftigen Biest? Och, eine Ringelnatter hat doch kein Gift. Aber die allerstärksten und allergeheimsten Kräfte stecken in dem kleinen Tier. Ja, und was soll nun damit? Aus diesem Glas gieß ich nur deinen Schnapsbuddel wieder voll. Und die Mischung, die gibst du deinen Hinak zu trinken. Inne, du. Mit da ekelt man sich ja zu Tode. Das soll er ja auch. Nee, Mutterkuhlen, die... Gut, dann lass ihn weiter saufen, denn säuft er sich von Sinn und Verstand und versäuft Haus und Hof und Frau und Kind. Och, Mutterkuhlen, Dick. Soll ich oder soll ich nicht? Ja, dann tu das. Urnatur, Urnatur, wenn was hilft, bist du es nur. So. Und was soll ich dir bezahlen? Erstmal die Hälfte wegen meiner Unkosten. Den Rest nach eingetretenem Erfolg. Das Ganze macht 10 Mark. Ja, hier hast 5. Ein Teil noch, Marie. Und da kommt alles auf an. Du musst da nur immer an denken und musst da fest an glauben. Fest an glauben. Und Glauben kann alles verderben. Und nur tschüss, Marie. Ja. Tschüss. Junge. Fängt schön an zu pusten, denn noch los. Oh, das ist nun schon wieder kalt draußen. Und platt ist das auch an wieder. Ja, bist kalt geworden, Hinak? Ja. Und zum Wischen, ne? Oh, es geht noch. Junge. Ja. Steffen Korthals. Der soll auch mal sehen, dass er mit seinem Auto von der Straße kommt. Ist der denn immer noch hier? Ja, er bleibt auch noch. Logieren tut er drüben im Gasthaus. Ja, du, Hinak, Na? vielleicht brauchst du nur, ich meine, vielleicht brauchst du was zum Aufwärmen. Was denn? Marie, du kredenzt mir höchstpersönlich eine Herzstärkung. Oh, mein Dean. Du, der soll mir aber schmecken, ne? Prost.
Junge, du sag mir mal, ist da deine liebe Hand dran schuld? Du, und der hat einen ganz besonders großartigen Beigeschmack. Wirklich, ist das der Flensburger oder die neue Firma aus Kiel? Ich glaube, das ist der Flensburger. Ja? Marie, den wollen wir von nun an immer nehmen, nicht? Also dein Mittel. Ja. Soll ich dir sagen, was das ist? Shit ist das. Da hast du mich mit angeschmiert. Pass auf deine Worte, Marie. Was abschrecken sollte es ihn, spucken sollte er und eine Antipathie kriegen. Ja, Pustekuchen. Alle 10 Finger hat er sich danach geleckt. Und ich Dussel, ich guck mir deine fiese Matenten auch noch mit an. Hier, du. Hier hast du den Shit. Schick dir das. Kann Schlangen versaufen. Was sagst du? Da hat er sich alle 10 Finger nach abgeleckt. Ja. Denn ist mit ihm was nicht in Ordnung. Denn ist sein inwendiger Mensch schief und verdwast. Das Mittel ist richtig, aber dein Hinterk ist falsch. Twernkram. Marie, du kannst mir das glauben. Er ist inwendig verwachsen. Und wenn du ihn aufschneiden tätest, dann kannst du das selber sehen. Seine Leber ist viel, viel... Kram und kein Ende. Oh, das heißt, du, von seiner Leber hat er selbst schon mal gesprochen. Siehst du. Er selbst hat es im Gefühl. Und da willst du gegen an. Und du, hast du auch ein ganz reines Gewissen? Ich? Wieso? Hab ich dir nicht gesagt, du musst da fest an glauben. Ganz fest. Unglauben kann alles verderben. Siehst du? Da liegt der Hund begraben. Nee. An meinem Mittel hat es nicht gelegen. Meine Mittel sind gut, da kannst du auch ab. Und mein Rat hat auch noch immer geholfen. Aber du weißt das ja immer alles viel besser. Oh, Mutter Kuhlendick. Na, ist noch was? Rat. Dein Rat, Mutter Kuhlendick. Du bist eine Frau, eine alte Frau. Ja, du hast Erfahrung. Das weite Gott. Du warst doch verheiratet. Ja, 2,5 Mal. Halb? Naja, das war ohne Pastor und Küster. Aber 2-mal richtig untüchtig. Ja, du kennst die Männer. Das kann ich wohl sagen. Du, wie hast du denn deinen Willen immer durchgesetzt? Och, das war einfach. So? Solange du jung bist und solange dein Mann in dich verliebt ist, solange hilft das natürlichste Mittel der Welt. Ich verstehe nicht. Wenn er nicht so will, wie du willst, dann schmeiß ihn aus dem Bett. Quartier ihn aus. Raus mit ihm. Ausquartieren? Ja, quartier ihn aus. Und lass ihn so lange draußen, bis er pariert. Und wenn du durchhalten tust, dann kriegst er zu Kreuze. Aber du musst durchhalten, auch wenn es dir schwer wird. Du, wird dir das schwer? Oh, lass mich. Und das hat geholfen bei dir? Hilft immer. Ist auch ein von den Antipathiemitteln. Aber du musst durchhalten. Ja. Und wenn das auch nicht hilft? Ja, wenn du das schon vorher nicht an Glauben tust, dann kann ich dir auch nicht helfen.
Aber ich sag ja, unglaublich. Oh, nun bleib doch, Mutter Kuhlendick. Du, ich will das ja glauben, aber... Kein Aber. Aber du weißt noch was. Ja, ich kann dir das ansehen, dass du noch was weißt. Du weißt Besseres. Hm? Also, wenn das nicht hilft, was ich dir gesagt habe. Aber ich sag dir noch mal, dass das was Oh, hilft. nee, schnack doch, Mutter Kuhlendick. Das tue ich doch die ganze Zeit, dir die Ohren voll zu schnacken. Also, wenn das nicht hilft, dann müssen die allerstärksten Mittel ran. Und das sind die Sympathiemittel. Was? Sympathiemittel, Antipathiemittel? Ja, verstehst? Nee. Das sag ich nur dir. Das verrate ich keinem anderen. Darfst du aber auch nicht, verstehst du? Nee, tu ich nicht, du. So, dann musst du, pass mal auf. Ja? Ach, du musst erst mal schwören, nicht? Schwören muss ich auch noch. Naja, ich schwöre. So, ja, nun pass auf. Das ist ganz einfach, ne? Oh, ja, Hinak, ich bin hier. Pass mal, dann erzähl ich dir das. Du musst immer So, also ich kenn... Weißt du aber Bescheid. Ja. Ach, guck mal an. 2 Frauensleute stecken die Köpfe zusammen. Na, was da wobei rauskommt. Was dabei rauskommt, kann sein, dass der Mann dabei rauskommt. Was, Marie? Wir verstehen uns nicht. Na, dann tschüss auch, Marie. Tschüss, Mutter Kuhlendick. Tschüss, mein Hinak. Tschüss. Junge. Die hat mir gerade noch gefehlt. Und dir auch. Die alte Hexe ist wohl deine neue Freundin, was? Ist dir was über den Weg gelaufen? Ja, Steffen Korthals. Oh Mann, wenn der jetzt wieder weg ist, dann kriegen wir wohl endlich ein bisschen Frieden im Dorf. Ja, aber erstmal ist er noch hier. Ja, morgen. Morgen will er fahren, ne? Na. Ja, aber vorher da... Vorher da wollte er noch mal mit mir sprechen, ne? So, das heißt also heute Abend. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, kann sein, dass... Du willst also heute Abend noch ausgehen? Ausgehen, nee, ausgehen will ich nicht, ausgehen. Nee, aber tust du das am Ende doch. Nein, ich tu das eben nicht. So, dann kann ich dein Essen nur reinholen? Ja, kannst du. Herein. Guten Abend, ist Hinak? Ist Herr Hinrich Rode zu Hause? Ja, Herr Hinrich Rode ist zu Hause. Wo ist er denn? Da. Halt, stopp, was fällt Ihnen ein? Das ist unsere Schlafstube. So, das ist Ihre Schlafstube. Na, wenn es mal weiter nichts ist. Hinak? Ja? Du hast Besuch. Ich hab Besuch? Damenbesuch. Ach so. Na, hier kann man... Ah, hallo, Wiebke. Hallo. Na? Wo brennt's denn? Vater schickt mich. Da ist ein Fischer aus Marsholm, der will wissen, wie weit die Sache mit dem Hochseekutter ist. Ach so, ja. Aus Marsholm, wie? Ja. Ja. Und weil das mit dem Hochseekutter doch von dir ausgeht, will er mit dir sprechen. Und du sollst bei ihm rüberkommen. Ja, eben. Dann sagen Sie Ihrem Vatermann, die Sache läuft ja nicht weg. Und heute Abend kann Hinak nicht. Eigentlich wollte ich ja von dir eine Antwort haben. Sie wissen ja nur auch Bescheid. Na, Hinak, dann lass du dich mal sauer einkochen. Frauenzimmer! Also wippt und wackelt hier mit dem Stert! Unverschämte Person! Also sag mal, das mit dir, das geht mir nur wahrhaftig, über Pik und Top geht mir das. Doch, der Hochseekutter! Ja. Ist auch so ein von deinen Grappen. Ist doch bloß ein Grund, die halbe Nacht mit der ganzen Kompanie rumzusaufen. Ach, für meine Gedanken und Ideen, für das, was ich vorhabe und was ich will, da hast du auch nicht ein Spierenverständnis für. Deine Gedanken? Ja. Du, ich weiß, wo deine Gedanken auf aus sind. Ach, ich will und will das so aber nicht mehr. Und ich will das schon lange nicht mehr so. So. Naja. Dann kann ich ja gehen. Du kriegst das wirklich fertig, heute Abend in die Kneipe zu laufen. Ich krieg das wirklich fertig. Ich denke, die ist dicht. Ach, da wird sich wohl noch ein Platz finden für mich zum Hinsetzen. Die Küche steht noch und die Schlafzimmer. Das sollst du dir überlegen, Das Herr. brauche ich nicht. Wenn du heute Abend nicht zu Hause bleibst. Heute, an diesem Tag. Ne? Was ist denn heute nur an diesem Tag? Du hast auch das noch vergessen. Vergessen? Oh, das habe ich denn wohl, nicht? Unser Hochzeitstag, Hinak. Ach, du kriegst das Schott nicht dicht. So. Dann weiß ich ja, was ich für dich bin. Oh, Marie. Dann weiß ich ja Bescheid. Marie, hör mal zu, das ist weg. Ich hab das...
Das ist doch nicht gut. Du, ich hab das wirklich Sag mal, was hat das denn nun zu bedeuten? Das hat zu bedeuten, dass ich mit einem Mann, für den das Saufen mehr ist als seine Frau, und der sogar am Hochzeitstag noch einen Grund findet, in die Kneipe zu laufen, dass ich mit dem nicht mehr länger zusammen schlaf. Das hat es zu bedeuten. So. Aha. Du quartierst mich also aus? Ja. Und du schläfst hier so lange allein, bis du nicht mehr nach Schnaps riechst. Deren, das hältst du doch gar nicht aus. Nee, Junge, ist das nun Spielkram und Dummtüch oder nicht? Nee, das ist mir ernst. Bitter ernst. So, naja. Tja, dann muss ich mich ja nach einem anderen Quartier umsehen. Bitte? Ja. Ja, dann geh ich nach drüben in den Gasthof. Da wird sich ja wohl noch ein Bett für mich finden. Im Gasthof? Ja. Ja, wer soll mich sonst wohl aufnehmen, nicht? Nö. Nö, das will ich nicht. Ich auch nicht. Aber... Marie, doch der. Komm. Du drück doch mal 1 bis 1,5 Augen zu, ja? Du, ich komm doch gleich wieder. Bloß mal eben mit dem Mars Holmer was reden, ne? Und dann hält Steffen Korthals dich wieder Tut fest. er nicht. Nee, Hinner, da wird Marie, nichts aus. Denn lass sie herkommen. Alle zusammen. Hey, Marie, was nun denn los? Denn lass sie herkommen, sag ich. Ich lade sie alle ein. Junge, das klingt ja ganz gefährlich. Denn lass die Sache mit deinem Hochseekutter hier ablaufen. Marie, ich kenne dich gar nicht wieder. Bring sie her, bring sie her, bring sie her. Ja. Ich gehe ja schon, nicht? Und Heister soll seinen Schnapsladen mitbringen. Den ganzen Kram. So wie vorgestern. Ja, Marie. Ja. Alles, was du willst, nicht? Tja, mein Hinnack, denn hilft das nicht. Denn rück ich dir mit dem Sympathiemittel zu Leibe. Da kommen sie. Hinnack, der Gastwirt und der Großhändler. Und, aber wer ist das denn? Aber den kenne ich doch. Den haben sie von Marsholm rübergeschickt. Guck mal an. So, also Leute, dann kommen wir mal rein. Komm, und trink den. Ja, gut, die buchst du nicht mehr rein. Ja, die Hälfte hast du auch nicht mehr drauf. So, und du renn mit dir in der allerbeste Stufe hier, ne? Ja, danke. So. Tja. Naja, dann setzt euch hin, ne? Danke. Tja, Leute, von wegen euren Aalreusen, da könnt ihr euch alleine in die Klösen buffen. Die interessieren mich nicht. Nee, die gehen dich ja auch gar nichts an. Du, da lässt er keinen ran. Nicht mal mich. Komm, du hast deine Chance gehabt, ne? Ich bin wegen dem Hochseekutter gekommen. Ja, ich weiß, ja. Und da muss ich mit dir überreden, Hinnack. Ja, mit den anderen aber auch. Ja, du bist aber die Hauptperson dabei. So, ja. Ja, Drews wollte schon aufgeben für heute. Das sah ja auch so aus, als wenn du heute Abend keine Zeit haben würdest. Ja, ich wollte mich schon wieder auf den Weg machen. Aber sag mal, hat Marie Westphale, hat deine Frau dich so festgezurrt? Ja, das kann man wohl sagen, ne? Er schmachtet in der Liebe Banden, daran geht jeder Mann zu Schanden. Demnit, das ist hier vielleicht ein Umstand mit der Wirtschaft ohne eigene Gaststube. Wie so ein Perpendikel. Sause ich hin über die Straße, zurück über die Straße, hin über die Straße. Ja, und immer den halben Tresen unter den Arm, ne? Ja. Guten Abend, die Herren. Guten Abend. Guten Abend, Frau Hohle. Besten Dank auch für die freundliche Einladung. Und da nicht für Herr Korthals. Ja, der Dorfkrug dank der Frau Marie
für das gewährte Notlogis. Guten Abend. Guten Abend. Man hilft doch gern, wenn Not an Mann ist. Marie, darf ich dir denn mal eben... Nicht nötig. Wir kennen uns. Mensch, Martin Drews, lebst du auch noch? Eine Ewigkeit haben wir uns nicht gesehen. Ja, sag Na, mal. Marie. Du und wohnen doch gar nicht so weit voneinander ab. Ja, und ist für uns wie von Rio nach Hawaii, nicht? Ja. Hast dich eigentlich gar nicht verändert, du. Oh, danke. Oha. Und ob Frau Rode sich verändert hat, seit vorgestern. Ja, mir kommen die blanken Tränen, wenn ich das sehe. Weinen Sie nicht, Herr Heister. Wir wollen lieber zusehen, dass Sie Ihren Schnapsladen hier installiert Ja, kriegen. das machen wir. Sie haben wohl schon Erfahrung da drin. Ne? Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Na ja. Ja, dann setzt euch mal wieder hin, ne? Tja, das ist gut, dass wir nun doch noch reden können. Wie? Ja. Ach so, ja. Wegen dem Hochseekutter meinst du, ne? Ja. Ja. Also den Schreibkram um den Hochseekutter hat Gottfried Meestermann gemacht. Oh, kommt Meestermann auch? Und die anderen? Ja, Wiebke sagt Ihnen Bescheid. Aha. Hinak, die ganze Sache war doch deine Idee. Und ob das Hinaks Idee ist? Ach, wenn der Grog uns schmecken soll, Frau Marie, dann brauchen wir da so ein bisschen heißes Wasser zu. Auch würden Sie wohl so freundlich sein. Ja, würde ich. Mach ich sogar. Naja, so ganz glaube ich das noch nicht, was ich jetzt zu sehen kriege. Ja, was denn? Ja, also, ich auch nicht, Ludwig. So richtig komme ich da noch nicht mit klar, du. Ja, aber wir sollten das so lassen, wie das ist. Ist doch gut so, oder? Ja, wenn's so bleibt. Du verstehst nicht, was wir hier reden, was? Brauchst du auch nicht. Es geht um deine Frau, ne? Ja, geht das. Marie Westphal kenne ich länger als ihr alle miteinander. Ich bin auch mit ihr zur Schule gegangen. So. Ja. Länger wie ich sogar. Ja. Naja, das ist ja schon was. Ach, du, deshalb haben deine Leute dich hergeschickt, weil du hier alte Beziehungen hast, was? So, Herr Heister, nun kann es losgehen. Grog für alle. Die erste Runde gebe ich aus. Was, für uns alle, haben Sie gesagt? Ja, für uns alle. Ja, das heißt, dass Sie auch. Mein lieber Wirt und hochverehrter Dichtersmann, ich will nun Grog. Mensch, Marie, du, das geht aber nicht, du. Wenn ich hier schon am Verhandlungstisch mitsitze, dann will ich auch einen ordentlichen Verhandlungsgrog mittrinken. Nu wäre das gemütlich. Marie, das geht nicht. Das sollst du nicht. Das ist Gift für dich. Das bist du nämlich nicht gewohnt. Mag Hinrich auch dagegen sein, der Grog, er schmecke Ihnen fein. Ich habe versprochen, Freud und Leid mit dir zu teilen. Denn lass mich nur doch endlich ran an das, was deine Freude ist. Prost! Prost. Der schmeckt gut! Ja, ihr Lieben, wisst ihr, dass ich mit diesem Schluck, habe ich meine alkoholische Jungfernschaft verloren. Und das schmeckt nach mehr. Wie steht ihr da? Wie vergessene Regenschirme im Fundbüro. Ran hier am Tisch und Grog für alle, heißt er. Geht klar? Also ich glaube, wir müssen uns erst akklimatisieren. Na, miteinander. Na, Schon gratulieren müssen wir wohl auch noch. Zu Ihrem großen Verlust. Noch ein Wort und du bist wieder draußen, ne? Was hast du denn? Kohl hat sich die verlorene Jungfernschaft doch nicht ausgedacht. Nee, gibt nichts, was nicht irgendwann zum ersten Mal passiert. Ist das hier nun eine Hochzeitsfeier oder eine Versammlung? Beides, Herr Meestermann. Meine Hochzeit mit dem Alkohol und eine Versammlung um den Hochseekutter. Der Hinaks Idee ist eine große Idee. Dass Sie das auch schon gemerkt haben. Grog für alle, hatte ich gesagt, Frau Heister. Für Sie auch.
Für mich nicht, danke. Ach, unüberwindliche Abneigung. Die verliert sich mit der Zeit. Und das geht manchmal schnell, nicht? Ja. Prost. Prost. Prost, Prost, Marie. Prost, Marie. Eine große Idee ist das. Weiter. Nee, das mit dem Hochseekutter meine Ach ich. so. Und weil meinem Hinnerk das Große nun mal mehr liegt, wie der Kleinkram, wie diese pütscherige Rechnerei. Darum hat er mich heute Abend als sein Buchhalter angestellt. Guck mal an. Ja, das sage ich auch. Ja, im Rechnen hast du uns schon in der Schule alle zusammen was vorgemerkt. Ja. Es schmeckt zu gut. Noch einen. Grüner. So. Tja, hinein, was? Schon ein bisschen mehr Wasser rein. Herr Korthals, Sie haben recht. Das Geschäftliche lässt sich beim guten Grog am besten abmachen. Ja, nicht? So, und nun mal los mit der Verhandlung. Hinnerk, du bist ja wohl der Boss hier. Fang an. Ja, Hinnerk. Fang an, Hinnerk. Ja, erzähl mal, was los ist. Ja, ja. Also bei der Zustimmung, die das Projekt findet, da sieht das dann nur wohl so aus, als könnten wir das nötige Kapital zusammenkriegen. Auch Steffen Korthals will einen Anteil zeichnen, ne? Ja, das will er. Und einen großen Anteil. Denn die Sache ist gut. Ja, aber die Mehrheit können wir dir leider nicht überlassen. Danach habe ich auch gar nicht gefragt. Nee, aber ich habe das gesagt. Ich weiß Bescheid, Hinnerk. Und ich kenne dich. Ja, Steffen, auch wenn wir das wollten, wir könnten das einfach nicht. Platz als bei der Areusen-Kompanie. Wir könnten es nicht mal. Eure Aalreusen interessieren mich nicht. Ich bin wegen dem Hochseekutter hier. Siehst du? Die Zustimmung ist zu groß. Nu kommen auch noch die Fische aus Marsholm und wollen mitmachen. So ist das. Ja, also ich denke ja, das Beste ist erstmal, wenn Gottfried Meestermann uns über den Stand der Dinge unterrichtet, nicht? Ja. Also, wir haben hier die Offerten von verschiedenen Werften. Und in Eckernförde können wir einen fix und fertigen Kutter kaufen, der vor 2 Jahren von Stapel gelaufen ist. Wir stehen nun vor der Frage, ob wir einen neuen Kutter in Auftrag geben wollen oder ob wir den alten Eckernförder, der so gut wie neu ist, übernehmen. Das muss natürlich genauestens durchgerechnet werden. Ja, von mir. Wieso denn von dir? Ja, natürlich rechne ich das durch. Ja, und wie geht das denn nun weiter? Was? Mit der Beteiligung, meine ich. Mit uns. Ja, zuerst muss man die Vorversammlung, das sind unsere Leute, also die Fischer aus unserem Dorf, klarstellen, wie viel Beteiligung wir von draußen reinnehmen wollen und wer sich beteiligen kann, nicht? Ja, das ist in meinem Fall ja klar. Ja. Klar? Was kann er klar sagen? Ach, komm, Korbel. Das ist doch nun mal klar. Nichts ist klar, gar nichts ist klar. Klar ist man bloß ein Teil, dass du bei der Sache mit den Aalreusen, dass sie die verquer gegangen ist, dass du dabei aus dem Pantin gekippt bist. Das ist klar. Aber du hast ja gar keine Ahnung von Gemeinnutz. Bei dir geht der gemeine Eigennutz vor. Und wenn du dich nicht änderst, dann beteiligen wir dich auch nicht an unseren Hochseekutter. Oh, bin ich wütig. Wie weit sind wir gekommen? Wir waren bei der Vorversammlung. Ja, und denn? Ja, und dann kommt die Hauptversammlung. Mit allen Beteiligten. Und bei der Hauptversammlung wird dann die Kapitalgesellschaft auf die Beine gestellt. So, das ist alles. Mit uns? Ja. Wenn wir euch aufnehmen, ja. Vorversammlung, Hauptversammlung, noch mehr Versammlung? So viel, wie Sie haben wollen. Mit viel Grog, was? Ja. Prost, Hinnerk. Hast deine Sache gut gemacht. Dann können wir für heute also nach Hause gehen. Ja, ihr könnt nach Hause gehen. Tschüss. Nee, ihr bleibt noch. Oh, aber gerne. Morgen ist Sonntag, da können wir alle ausschlafen. Ja, nun wird das doch erst richtig gemütlich. Ja, und so warm und nüdlich südlich. Marie, ich hab gesagt, Sie können nach Hause gehen. Und ich hab gesagt, Sie sollen bleiben. Marie, also Himmelreff und Regen, ich werde nicht schlau aus dir. Geht mir bloß um die Gemütlichkeit. Die nördliche und südliche. Ja. Ach, Wiebke, kommen Sie doch mal her. Was ist los mit Ihnen? Ich glaube, ich bin vorhin nicht gerade freundlich zu Ihnen gewesen. Nee. Das soll anders werden. Leben und leben lassen. So, und nun stellen Sie den Apparat mal an. Da liegt ein schöner Walzer auf. Oh, hätte ich mir besser in den Flur. Raus, Leute! Raus! Ich hab dich am liebsten. Ja. Hinter, komm, lass uns tanzen. Nee, wir sind ja tanzen zu gut. Oh, Frau Marie, darf ich das wissen? Und Johnny ist gern.
Ich will das Zeug nicht. Wenn wir das, lass Gottfried Westermann trinken. Aber bloß einen. Buddel Apfelsaft. Was, das willst du trinken? Mensch, bring, was ich bestellt habe. Ein Buddel Apfelsaft und 2 Gläser. Hinnerich, bist du krank? Hast du die Masern, du? Hier, mein Knack, trink das runter, das macht müde Männer munter, du. Vielen Dank, Frau Marie. Oh ja, Junge, das war schön. Ich bin ja so eine Arbeit nicht gewohnt, aber Spaß macht das. So, hier, trink das kühl. Nö, ich will meinen Grog. Was, du trinkst das jetzt? Oh, was sauft das doch alleine? Hitze muss Hitze vertreiben. Prost, Leute. Hochverehrte Anwesende, ich meine, das kann man mit Fug und Recht behaupten, dass wir drüben in Ludwig-Heister, seinem alten Dorfkuh, nie so viel Vergnügen gehabt haben wie heute hier. Eine Frau hat das fertiggebracht. Ja, und das muss ich euch sagen. Wenn doch all das Unglück in der Welt von den Weibern herkommt und wenn damals die Eva den alten Adam nicht den Apfel zu fressen gegeben hätte, Ja, dann hätte Hena keinen Apfelsaft zu trinken brauchen. Eine Frau, Frau Marie Rode, hat neues Leben in unsere Runde gebracht, in unsere Verhandlungen und Versammlungen. Dafür danken wir ihr. Und wir danken ihr für die Gastfreundschaft. Dies hier ist die gemütlichste Gaststube, die ich kenne. Frau Marie Rode soll leben. Ho! 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 Hoch! Zu viel Ehre für mich. Ich danke euch allen vielmals. Und nun gebe ich noch eine aus. Du scheinst ja gut bei Kasse zu sein. Ich bin vergnügt und das lasse ich mich was kosten. So. Abendwahl. Herr Korthals, Sie haben so eine schöne Rede gehalten. Und wir beide wollen. Zu viel Ehre für mich. Jo. Was haben Sie da denn? Darf ich mal? Bloß mit dem Lippenfinger. Nochmal, wenn ich bitten darf. Schluss, nu, Marie. Was nu, wo's gerade lustig wird? Ja, nu. Ach, da geht doch zu Bett. Martin, das ist einer aus unserer Tanzschule. Wollen wir es denen aber mal zeigen? Du hast witzigen Urlaub. Hinak, du stehst voll im Abseits. Hinak, du siehst aus wie ein ausgelatschter Mann. Euch beiden habt ihr wohl vertauscht, was? Mach mich doch zufrieden. Guck doch mal, Hinnerich, wie die beiden das können. Junge, da geht aber ran. Ach was? Das ist doch dummes Zeug.
War verrückt von mir. Nichts für ungut. Well dann, Gentlemen as ever. So, und nun setzen wir uns wieder, ne? Ja, jeder auf seinen Platz, wo er hingehört. Ach, Luden Susen. Ja, Luden zum Bett gehen und drusen, ne? Frau Marie, Sie bleiben doch hier, nicht? Ja. Dürfen wir nicht auch noch ein bisschen? Ja, natürlich. Los, bleibt alle hier. Wir laufen. Nee, wir gehen jetzt alle zusammen. Ja, geht man, dass ich hier aufräumen kann. Was hier aufzuräumen ist, das will ich wohl tun. Meine Arbeit mache ich selber. Seht zu, dass ihr nach Hause kommt, Leute. Ja, nach Hause, das ist in meinem Fall nicht so ganz einfach. Wird sich schon ein Bett für Sie finden. Bei Ihnen, Frau Wiebke. Bei uns drüben im Krug, ja? Donnerwetter. Als ich vorgestern fragte, da warst du nicht zuständig, Wiebke, für die Betten. Oh, das kommt auf den Gast an, Steffen. Ihr kannst dir die Gäste aber doch nicht immer aussuchen, deren. Ich ja. Siehst doch, dass ich das kann. Junge, hast du was deine Brett, du. Los, Leute, wir gehen nun. Schluss nun mit Feiern und Verhandeln und lassen uns von hinnen wandeln. Ja. Guten Nacht, Martin Schlüpke. Guten Tag, du. Frau Marie, vielen Dank. Jetzt hast du mal wieder zusammen. Denn schlafen Sie mal gut, Frau Bode. Sie auch. Jeder auf den Platz, wo er hingehört. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Mestermann. Kommen Sie gut nach Haus. Danke. Ich schlaf nicht mit einer Frau zusammen, die nach Grog riecht. Junge, so ein Weib aber auch. Das ist nicht zu glauben. Das ist nicht zu... Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, was du langt mir das auch. Geh doch schon nicht weiter. So, Oberstretch. So, das Zeug auch noch hergekriegt. Oh, guten Morgen. Moin. Na, hast du gut geschlafen? Sehr gut. Ja, du, ich auch. Oh. Ach nee. Du auch? Ja, warum soll ich nicht? Och, du, das bisschen trinken, das tut mir nix. Du, stehst du auf oder bist du noch weiter schlafen? Nee, ich zieh mich an und dann lege ich mich wieder hin. Also eine dusselige Frage ist das, nicht? Willst du frisches Wasser haben zum Waschen? Nee, ich gehe unter die Pumpe. Oh, das ist kalt draußen. Das ist mir gerade recht. Vergiss dein Handtuch nicht. Ich stehe zu Hause unter der Brause. Bitte, mein Hinnerk, auch tu ich doch gern für dich. Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, in den siebenten Himmel der Liebe. Die Erde versinkt
weiten Himmel der Liebe. Komm, lass uns träumen bei leiser Musik. Kik, kik. Ach ja, schönes Wetter draußen, ne? Ja. Sonntagswetter. Ja. Ja. Ganz schön kalt. Aber schön, du. So. Hinak, heute ist doch in Arnis das große Fischerfest. Wollen wir da nicht hin? Nee. Warum nicht? Du kannst meinetwegen hinfahren. Ohne dich? Ja. So, nun komm, Hinak. Hm? Ja. Wird mir doch wohl eben das Hemd anziehen dürfen, nicht? Ja, aber gern. Ich mach dich ja so gern in Hemd leiden. Schlag. Schmeckt gut. Oh. Das schmeckt dir heute wohl nicht. Wieso, warum soll mir das nur nicht schmecken? Du kaust mit so langen Zähnen. Brauchst du was zum Runterspülen? Du, warte, ich trinke einen mit. Hier. Da. Au! Mir sowas vom Bauch zu knallen. Oh, das hätte ja eine Gehirnerschütterung geben können. Ja, machen Sie mal Ihre Witze, Frau Marie. Das tut mir leid, Steffen, das war nicht so gemeint, ne? Werft mit vollen Schnapsbuddel. Und trifft damit ins Zentrum. Zentrum? Ja, Ihr Bauch ist doch der Mittelpunkt vom ganzen fidelen Leben hier. Oh, auf die Art habe ich mich noch nicht mit dem Buddel befasst. Wollen Sie nicht reinkommen? Nee, lass mal. Wer weiß, was da drin noch alles rumfliegt, ne? Aber ganz was anderes, Kenner. Ich wollte euch einladen zu einer Autofahrt. Oh, das ist aber nett von Ihnen. Fischerfest in Arnis. Ja. Und Sie wollte ich ganz besonders einladen, Frau Marie. Noch nie habe ich mit einer Frau so getanzt wie mit Ihnen. Oh, und noch nie haben Sie so übertrieben wie du. Ja, und dann sind Sie ja eine große Zauberin, sind Sie ja. Oh, bitte, was bin ich? Eine große Zauberin, was die alte Hexe mir angetan hat da oben. Durch ihr Streicheln, bloß mit dem kleinen Finger, ist alles wieder weg. Alles wieder glatt und schier. Ja. Und die hübsche, junge, schöne Fee sind Sie ja. Ja, und die Hexe kannst du mit dem Teufel auf dem Blocksberg, ne? Ja. So, und nun mache ich den Wagen fertig, nicht? Ja, das tun Sie, Mann. Ach, und wenn Hinak seine Tiefsinnigkeit noch nicht losgeworden ist und wenn er in seiner Trampörrigkeit gern hier bleiben will, dann kommen Sie allein mit, nicht, Frau Marie? Ja, das mache ich. Ja, ich hub denn, wenn's soweit ist, nicht? Ja, schöner Korthals. Oh, ich tanze mit dir. Lass dich nicht stören in deinem Vergnügen, nicht? Nee, du, das tue ich auch nicht. Morgen, liebe Leute! Hey, noch ein Kavalier, der sich nach dem Befinden seiner Dame erkundigen will. Ja, das will er. Will er auch heute noch wieder mit ihr tanzen. Ja, na ihr beiden, wie denkt ihr denn über das Fischerfest? Ich hab das Motorboot für mich. Ja, meine Frau will wieder nicht mit, die hat wieder ihr Rheuma, ne? Na, Hinak, du scheinst ja auch keine große Lust zu haben, wie? Nee. Na, wie wär's, Frau Marie, wenn wir beiden mal so ein bisschen Fideles Strohwitwer spielen würden? Das ist eine großartige Idee. Ja, Jo. sobald ich das Boot klar hab, gebe ich ein Zeichen mit der Sirene. Ist recht, Juvenils. Gut. Jo. Tschüss, ab. Tschüss, Juvenils. So, der nimmt sich so einfach das Motorboot, ne? Da hab ich ja auch noch ein Wort mitzureden. Hey, Jakob, komm sofort! Aber was bist du denn? Willst du mich zum Boxen abholen, hä? Mensch, Hinak, die Sache ist doch aus der Welt. So. Ich wollte eigentlich mit Marie schnacken. So, du wolltest eigentlich mit Marie schnacken? Ja. Da sitzt sie. Morgen, Marie! Morgen, Martin. Du, Marie, auf dem Fischerfest, da ist Turniertanzen. Es gibt sogar Preise. Wollen wir uns da einen von holen? Da wären wir beiden eigentlich die Richtigen zu, du. Ja. Du, ich hab mein Motorrad hier. Hinak macht sich ja nicht so viel aus der Tanzerei. Vielleicht kommt er hinterher, ne? Ach ja, natürlich, wenn's erlaubt ist, gerne. Soll ich dich denn gleich mitnehmen, Marie? Oh, muss ich denn hinten aufsitzen? Gern, ich hab doch einen Beiwagen. Oh, in die Liebesschaukel komme ich rein. Jawohl. Ich hol das Rad dann eben vom Krug rüber. Ja. Ich hub dreimal und warte auf dich. Ist recht. Tschüss. Tschüss, mein Martin. Brumm, 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 brumm.
Das langt ja wohl, nicht? Schluss nur. So. Und nun kommst du. Willst du auch mit Marie zum Fischerfest? Sicher willst du das. Und du, nicht wahr? Du holst sie mit deinem Flugzeug ab. Mit dem Flugzeug? Du hast ein Flugzeug. Du hast ein Privatflugzeug. Warum sollst du wohl kein Flugzeug haben? Du Karl Ströper aus Hinrichshagen. Du, Junge, ist die ganze Welt denn verdreht? Steht denn alles auf dem Kopf? Das finde ich aber gar nicht nett von dir, Hinak, dass du mich, armen Teufel, so zum Besten hast. Ich und nach dem Fischerfest und dann noch mit dem Flugzeug. Ich doch gar nicht weiß, wie ich alle meine Kinder satt kriegen soll. Und, Hinak, ich wollte mal bei dir anfragen, weil der Kaufmann heute doch zu hat, wollte ich mal bei dir anfragen, ob du nicht ein gutes Wort bei deiner Frau einlegen kannst und könnt ihr uns nicht bis morgen 3 Pfund Mehl leihen. Ich weiß ja, du hast ein gutes Herz. So, und ich hab denn wohl kein gutes Herz. Ja, aber sicher haben Sie ein gutes Herz. Oh, und was für ein gutes Herz, Frau Marie, ja. Und ich weiß, Sie sind die Seele vom Haus. Und was für eine Seele. Ja. Wenn der Podex auch 2 Hälften hat, Herr Ströber, man sollte sich mit ihm doch nicht zwischen 2 Stühle setzen. Nee, meine liebe Frau Marie, Sie haben mich ja falsch verstanden. Ich wollte ja sagen... Das Mehl will ich Ihnen geben. Ja. Und Sie, Karl Ströber, warten Sie mal. Hier, Sie sollen auch zum Fischerfest. Und nun amüsieren Sie sich. Meine liebe Frau Marie, in meinem ganzen Leben habe ich noch nicht... Ja, nun mal los, also dass Sie Reden halten können, das in meinem ganzen Leben habe ich wirklich noch nicht. Oh. So. Dem Geld zu geben, dem Schnorrer, dem Hungerleider. Eben darum. Marie, sag mal, bist du denn ganz und gar verdreht? Nee, mein Hinak, ich tu bloß das, was du auch getan hättest. Ja. Hör mal, du. Na? Bist ja immer noch hier. Ja, ich kann ja nun mal nicht so, wie ich wohl gerne möchte. Ich hab dir nun mal versprochen, wo du hingehst, da gehe auch ich hin. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Nun sind sie weg. Alle weg. Und wir sind allein. Maria, ich verstehe das einfach nicht. Du trinkst zum ersten Mal. Trinkst ein Glas nach dem anderen von dem Gift, das du nicht gewohnt bist. Du musst heute platt auf der Nase liegen. Aber nein. Du hältst die Nase so steif und stur im Wind wie noch nie. Ist doch gut, dass wir beide so viel vertragen. Du, das brauchen wir, wenn wir beide auf Tour gehen. Was denn, wir beide? Ja, wir beide und immer wir beide. Saufen steckt an. Und dichten kann ich auch. Saufen und dichten steckt an. Dies ist die wahre Sympathie. Erst trank bloß er, jetzt trinkt auch sie. Dir hat die alte Hexe was angetan, gestern Abend. Ja, hat sie, Hinak, hat sie. Das Beste, was sie mir tun konnte, das hat mir der coolen Dick mir gestern getan. Und so redet ein Mensch mit Verstand. So redet einer, der nicht traurig beiseite stehen macht, wenn du uns ruinierst. Verstehst du mich, mein Hinnerich? Denn soll die Sache schon lieber flink und fröhlich vor sich gehen und mit vereinten Kräften. Rums! So, rums. Ja. An unsere Kinder denkst du gar nicht, ne? Doch, Hinak, ich denk an sie. Genauso wie du.
Und das bleibt nun dabei. Entweder riechen wir beide nach Grog oder keiner von uns. Grog und immer wieder Grog. Wo soll es denn hin mit uns beiden? Steuern tust du. Und den Kurs gibst du an. Aber ich sitz in deinem Boot mit drin. Hinak und Marie. Marie und Hinak. So, und nun fahren wir beide zum Fischerfest. Ne?